Alles bunt im Mai, die Natur explodiert. Die Wildbienen sind unterwegs und auch Natascha Kettenacker ist fleißig. Ihr Tag beginnt im wilden Teil des Gartens. Ich habe das bewusst abgetrennt. Das ist so ein Renaturgarten. Da wird auch das Gras, außer die Laufwege außen herum, gemäht und alles andere bleibt stehen. Da habe ich dann auch so Wildblumen eingesät und erst im Herbst schneide ich es dann einmal zurück, dass es wieder dann im Frühjahr neu wieder sprießen kann. Wildkräuter spielen heute eine ganz wichtige Rolle. Der von vielen ungeliebte Giersch, Knoblauchsrauke und Löwenzahn sollen für besondere Aromen sorgen, und zwar im Brot. Natascha Kettenacker setzt ihre eigene Wildhefe an, auch bekannt als Ferment oder Hefewasser. Es ist einfach ein tolles Naturprodukt. Und durch die Fermentation entstehen probiotische Mikroorganismen, was wieder gut für unsere Darmflora ist. Und Menschen, die jetzt diese Industriehefe, ja ganz oft hört man das ja, nicht so gut vertragen, können vielleicht mit der Wildhefe ganz gut klarkommen, weil sie einfach durch die Fermentation besser verträglich ist. Für ihren Wildhefeansatz füllt sie ausgekochte Flaschen mit Wasser, Zucker dazu und die klein geschnittenen Wildkräuter. Die Flaschen fest verschließen und an einen warmen Ort stellen. Der Gärprozess braucht 2 bis 3 Tage und muss immer wieder kontrolliert werden. Durch die Wärme fangen die Mikroorganismen an, sich zu vermehren. Und man merkt es dann daran, wenn die Flüssigkeit so Luftbläschen bildet. Dann weiß man, dass sich was tut und dass dann auch die Hefekulturen zum Arbeiten anfangen. Deswegen muss man auch immer 2-3 Mal am Tag die Flasche schütteln, wieder öffnen, dass Sauerstoff an das Wasser gelangt, dass die Mikroorganismen Nährstoffe haben, um zu arbeiten. Wenn es schäumt und zischt, ist das Hefewasser fertig. Ein Tipp für Anfänger: einen Einweghandschuh über die Flasche ziehen. Bläht er sich auf, kann es weitergehen. Statt mit Wildkräutern setzt Natascha Kettenacker ihre Hefe auch gerne mit Früchten und Blüten an, getrocknet oder frisch. Die Erdbeeren sorgen für ein liebliches Aroma, zum Beispiel im Toastbrot oder Pfannkuchen. Ab in die Küche. Für ihr herzhaftes Brot braucht Natascha Kettenacker neben dem Hefewasser unter anderem Weizenmehl, geschmorte Zwiebeln und Speck. Den Teig hat sie bereits am Vortag zubereitet und 24 Stunden lang gehen lassen. Seit 20 Jahren ist Selbermachen ihr Lebensinhalt. Damals entschieden sie und ihr Mann sich für ein Zuhause auf dem Land im Einklang mit der Natur. Brotbacken ist für sie immer noch was ganz Besonderes. Es gibt einem einfach so ein Gefühl von Selbstständigkeit. Und zu wissen, dass ich meine Familie ernähren kann, egal wann und wie, dass man so ein Grundnahrungsmittel herstellen kann. Das mit Freunden zu teilen oder mit der Familie. Es gibt doch nichts Schöneres, da zusammen am Tisch zu sitzen und so ein wunderbar leckeres Brot zu genießen. Ein tiefer Respekt vor der Natur und ihre Liebe zu alten Dingen begleiten sie jeden Tag. Da findet auch noch das Spitzendeckchen von anno dazumal einen würdigen Platz, nämlich im Gärkörbchen. Das Muster ist ja toll, man braucht ja keine Schablone. Also das ist quasi eine gehäkelte Schablone in alt, auf alt. Und man kann diese Deckelchen wieder, diese Deckchen wieder verwenden und in Ehren halten. Und dann hat er tolle Maserung auf dem Brot. Die Selbermacherin hat jahrzehntelange Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass nichts mehr schief geht. So wie nach den 2 Stunden Gärzeit. Denn das Deckchen klebt fest. Mit viel Fingerspitzengefühl klappt's dann aber doch noch. Es geht wunderbar gut und jetzt ist der Teig einfach ein bisschen flüssiger gewesen. Aber wir konnten es noch retten. Es ist nicht so schön wie immer, aber noch mal Glück gehabt. Ganz heiß. Ihr Brot backt sie gern im Topf. Der entstehende Dampf macht die Krume im Inneren besonders locker. Nach 25 Minuten bei 200 Grad muss der Deckel aber runter für die Kruste. Etwa 1 Stunde braucht das Brot im Ofen. In der Zwischenzeit backt Natascha Kettenacker lockere Pfannkuchen raus. Den Teig hat sie mit ihrem Erdbeerhefewasser zubereitet. Mit Zimt und Zucker und etwas Joghurtcreme ein leckeres Dessert mit feinem Geschmack.
raus aus dem Ofen zum Abkühlen. Frühestens nach 2 Stunden lässt sich das Brot gut aufschneiden. Wunderbar. Und ein tolles Aroma, ein toller Duft. Für besondere Anlässe dekoriert die gelernte Floristin die Brotscheiben noch üppig mit Bärlauchcreme, Wildkräutern und gefüllten Eiern. Fertig. Und jetzt weiht die Selbermacherin noch ihre neueste Errungenschaft vom Flohmarkt ein. Und das ist jetzt eine Kaffeemaschine von Krups aus den 50er oder 60er Jahren. Und sie funktioniert tadellos. Und der Kaffee schmeckt wunderbar. Zeit für Pausen nimmt sich Natascha Kettenacker nach getaner Arbeit ganz bewusst und genießt dann in vollen Zügen ihr persönliches Paradies.